Guten Morgen. Wir sind hier in der Serie Kirchen und Kapellen von Lützeburg. Hier sind wir an der Feier nach Nikolauskirche. Eine Nikolauskirche, die 1256 gebaut ging, ist, wie ein heftiger Streit ausgebrochen ist zwischen den Tempelherren, die zuständig waren für die Basilika von Röth, und zwischen den Trinitarier, die der Graf Heinrich auf Feiern berufen hat. Für den Komödie zu schlichten, haben Templer hier innen auf Feiernden an der Vierstadt ein Capella Militum gebaut für die Leute aus der Vierstadt. Was natürlich einen großen Avantage hat, weil die Leute nicht mehr die beschwerte Weg bis auf Röther müssen untreten, sehr bei Massen, bei Kante, bei Hochzeiten oder bei Begräbnissen. Weil neben der Kirche ist auch ein bisschen spät ein Kirchficht angeladen ging, den aber 100 Jahre danach sogar noch vergrößert ging und abgelöst ging, wie ein Kirchficht bei der Rogi-Kirche bzw. bei der Pestkapelle gebaut ging. Wir haben 1312 den Orden von den Templer durch Konzil von Wien abgelöst gehen sind sie ersetzt gehen durch Johanniter, die späterhin auch Malteser, Chevalier de Malte genannt sind. Und die haben das Kirche betreibt, aber so einen anderen Namen gehen, nämlich Nikolauskirche. Église Saint-Nicolas, auch aufgrund von den vielen Überschwemmungen, die heute in der Stadt heimgesucht haben. Nikolauskirche ist gebaut am neugotischen Stil. Es war ursprünglich eine Halekirche. Der Chor und die Sakristei sind mit spät nur gesagt. Den Entreesbereich ist vom Charles Arendt. Charles Arendt war ein Staatsarchitekt an einen feiernder Gebirtigen, hat den Eingangsbereich erneuert. Die Kirche ist nämlich aufgebrannt, wie Grußband war am 18. Jahrhundert. Also gut auf die Fundamente, aber auch artgerecht, sind neu abgebaut. Der Chor ist getrennt zum Schiff durch einen Triumphbau. An einem Altar, Barockaltar, sehen wir an der Mitte, an der geschnitzelten Nische, den heiligen Nikolaus mit der Bittchen, mit den Jungen, die aus der Bittchen rausklammen, und die ihn gerettet hat. Links und rechts, voran an der Sakristei, sehen wir rechts den heiligen Sebastian, den Pestheiligen, und links sehen wir die heilige Anna. Am Schiff, linke Hand, ein Vierge von meinem neuen Datum. Rechts den Saint-Antoine de Padoue mit dem Jesuskant. Und dann interessant, als da natürlich das ist, wir nennen den Bommenzinnes, der Saint-Jean de Nepomucene, Johannes von Nepomuk, der Brückenheiligen, den zu Prag und Moldau gehört gehen ist, ob der Seite an der Nische steht. Das ist das Original, und das gesagt ging durch eine Kopie, die auf der Feierner Breck steht. Und weil die Kirche ganz viel genutzt wird für das portugiesische Mattbierger an Ovesmassen, als hier eine Statue von der Fatima auf der linken Seite. Bei uns in der Kirche, wenn ihr könnt, ist das Gläschen, den heiligen Nikolaus, an der flotter Nische. Die Kirche hat einen Dachreiter mit 2 Glocken. 2 Klegelscher, muss ich sagen, alles Seite, zur Rue de la Gare, als eine weitere Statue vom heiligen Nikolaus, an der es abgerichtet ging, 1971 zu ihr vom Missionspater Nikolaus Berg, der am Kongo im Leben gekommen ist.